Ich komme frisch von der Vorlesung, deswegen bin ich noch voll in Fahrt. Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Videopodcast von mir, dem einzig wahren Johannes, der beste Asiate aus der Nachbarschaft und ein ziemlich geeigneter Schwiegersohn. Ich habe letztes Mal ein bisschen über meine Existenz auf YouTube nachgedacht und habe bemerkt, du investierst ein kleines bisschen viel Arbeit in Qualität, in Schnitt, in Pipapo für ein bisschen wenig Views, oder nicht? Ich meine, zwischen 5 und 100 Views im Schnitt bei jedem Video mit einer Arbeitsinvestition von 1000 Stunden ist schon ein bisschen mager. Und ich habe darüber nachgedacht, woran könnte es liegen? Ich meine, ich habe ja schon Frauen in meinen Thumbnails, woran könnte es denn liegen? Ich habe festgestellt, vielleicht liegt es an meinem Gesicht. Deswegen würde ich in diesem Fall mal sagen, es beginnt eine neue Phase, ihr werdet mein Gesicht nie mehr wieder im Thumbnail sehen. Oder lege ich doch mehr Wert auf künstlerische Freiheiten und biege mich nicht für einen kommerziellen Erfolg? Ich glaube, ich biege mich nicht für einen kommerziellen Erfolg. So, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es geht heute um Liebe. Evolutionsbiologisch ist ja Liebe eigentlich ein Werkzeug. Und das ist für die Romantiker ein Biss in den sauren Apfel. Wir befinden uns aktuell in einer rationalen Wende. Ich meine, das, was für die Leute damals die Renaissance war, ist quasi etwas relativ Entsprechendes für die Jetztzeit. Wir befinden uns in einer Zeit, da können sich alle Menschen, ob die nun reich oder arm sind, über digitale Medien relativ gut informieren. Man legt in Politik, in Bildung immer mehr Wert auf evidenzbasiertes Wissen, weniger auf Einstellung, weniger auf Meinungen, weniger auf Dinge, die man nicht nachweisen kann. Wir befinden uns also in einer wahnsinnig wissenschaftlich rationalen Epoche der Menschheit und ich finde es klasse. Ich meine, es gab mal Zeiten, da wurden Wissenschaftler von der Kirche verfolgt. Wissenschaft war eine Zeit lang Gotteslästerung. Bücherverbrennung gab's in vielen, vielen Diktaturen dieser Welt. Ich bin so dankbar, dass wir aktuell in einer Zeit leben und auch wir uns in einem Kulturkreis befinden, in der Wissenschaft endlich den Stellenwert hat, den es verdient und dass die Menschen viel Wert auf Bildung und evidenzbasierte Wissensvermittlung legen. Ich als Referierender in einer Bildungseinrichtung, in der evidenzbasiertes Wissen durchaus hoch angesehen wird, bin natürlich der größte Fan von Wissenschaft und dementsprechend unromantisch. Wenn man nämlich über die Existenz, über die evolutionsbiologische Existenz von Liebe nachdenkt, wird man irgendwann feststellen, oh verdammt, diese magische Energie, diese magische Anziehung zwischen Männlein, Weiblein oder Männlein, Männlein oder Weiblein, Weiblein oder wie auch immer, diese magischen Kräfte, die in herzzerreißenden Filmen wie Titanic propagiert werden, all diese Dinge, die Bindung zwischen Mutter und Kind, all das, was wir im Deutschen als Liebe bezeichnen, existiert nur, damit unsere Art einen Selektionsvorteil hat, beziehungsweise Individuen, die diese Eigenschaften entwickelt haben, einen Selektionsvorteil haben, um die Art zu erhalten. Alle Eigenschaften, die wir heutzutage an einem Lebewesen sehen, haben ja in der Vergangenheit den Hintergrund gehabt, Vorteile gegenüber Konkurrenten zu erzeugen, sodass sich diese Eigenschaft eher durchgesetzt hat im Laufe der Generationen, sodass sich diese Eigenschaft als Eigenschaft in der aktuellen Zeit in einer Spezies halten kann. So auch die Fähigkeit, Liebe zu empfinden. Liebe ist ja letzten Endes molekularbiologisch betrachtet nichts anderes als eine Hormonmixtur aus Oxytocin, also dem Kuschelhormon und dem Glückshormon. Diese Dinge werden in einer bestimmten Dosis bei bestimmten Situationen ausgeschüttet, sodass der Mensch quasi belohnt wird. Das sind ja die Hormone, die ein Wohlsein erzeugen im Körper. Diese bestimmten Situationen werden vom Organismus dann bevorzugt wiederholt. Das, was gut tut, hättest du gerne nochmal. Das bedeutet, eine Person, die du liebst, würdest du gerne öfters im Leben treffen als nur einmal. Und da merkst du schon, deswegen existiert Liebe. Es ist eine sehr, sehr starke Bindung zwischen Individuen, damit sie gemeinsam mehr erreichen können für sich und für die Spezies. Liebe existiert nämlich bei Lebewesen, die sozial leben. Miteinander. Also wir Menschen erschießen uns zwar auf der Straße, aber im Prinzip sind wir soziale Tiere. Sozial lebende Tiere. Da ist es äußerst nützlich, starke soziale Bindungen aufzubauen, sodass die sich in allen, auch so unangenehmen Situationen trotzdem gegenseitig helfen. Das ist ein großer Vorteil bei der Bewältigung von Dingen, die dich töten wollen. Ziel der Evolutionsbiologie, Ziel in der Selektion voranzukommen, ist das geschlechtsfähige Alter zu erreichen, Kinder zu erzeugen
und somit sein Erbgut weiterzugeben, das im Leben den einen oder anderen Vorteil oder den einen oder anderen Nachteil gebracht hat. Ab da ist die Geschichte der Erbgutweitergabe noch nicht beendet. Soziale Tiere investieren nämlich in ihren Nachwuchs. Und zwar in die Individuen selbst, nicht in die Quantität des Nachwuchses. Also, wir Menschen sind K-Strategen. So nennt man in der Biologie die Lebewesen, die wenige Kinder erzeugen, aber dafür mehr Arbeit in das Kind investieren, damit dieses überlebt, die Spezies sichert und sein Erbgut weitergeben kann in die nächste Generation. Das ist der Grund, warum wir Liebe zum Kind entwickeln und Liebe zu einer anderen Person. In einer Partnerschaft ist es viel, viel einfacher und sicherer, Nachwuchs in das fortpflanzungsfähige Alter zu begleiten, als ohne Bindung. Wenn du keine Motivation hast, die so stark ist wie die größte Motivation der Welt, deswegen ist Liebe so ein starkes Gefühl. Wenn du diese Motivation nicht hast, gibt es keinen Grund, in ein anderes Lebewesen so viel Arbeit zu investieren, dass du sogar dich selbst vernachlässigen würdest. Deswegen kann Liebe so außerbiologisch betrachtet werden, denn eigentlich tut kein Individuum, kein Lebewesen auf dieser Welt etwas, das ihm nicht gut tut. Denn das hat sich ja in der Selektionstheorie bewährt, auf sich selbst aufzupassen, sonst kann man ja sein eigenes Erbgut ja irgendwann nicht weitergeben. Ne? Das bedeutet, im Laufe der Evolution sind Eigenschaften bei Tieren entstanden, dass sie die Motivation haben, auf sich selbst aufzupassen. Wie kann es sein, dass aber ein Gefühl sich entwickelt in der Evolutionsbiologie, das so stark ist, wie zum Beispiel Liebe, dass du den Geliebten, also du liebst ein anderes Individuum, dass du dein eigenes Leben hinter denjenigen stellst, ne? Du würdest für deinen Partner sterben, du würdest für deine Kinder sterben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in den meisten funktionierenden Familien die allermeisten Elternteile sich dafür entscheiden werden, ihr eigenes Leben zu opfern für ihre Kinder. Das sind Dinge, die in der Evolutionsbiologie nur Sinn ergeben, weil wir K-Strategen sind, weil wir wenige Individuen erzeugen und dafür mehr auf sie aufpassen müssen. So erhalten wir unsere Spezies. Das bedeutet, Liebe ist so stark und so effektiv, weil unsere gesamte Biologie, wie wir unsere Art erhalten, gesamte Selektion, natürliche Selektion von uralten Zeiten, hat uns dieses Gefühl erzeugt, um zu überleben. Wir Menschen können nur als Spezies überleben, wenn wir lieben. Das ist die emotional wertigste Vorstellung eines sehr rationalen Falls. Ne? Für alle, die sagen, Wissenschaft sei nicht romantisch, hier hast du das Ding. Da gibt es natürlich aber noch andere Varianten. Also es gibt zum Beispiel Tiere, die haben so ein Empfinden nicht. Ein Leben ohne Liebe, schwer vorstellbar. Aber es gibt Lebewesen, da existiert das nicht. R-Strategen sind Lebewesen, die in die Zukunft, die in die Erhaltung der Art investieren, indem sie einfach ganz, ganz viel Nachwuchs erzeugen. Sie erzeugen einen Haufen Individuen. Sie legen also Wert auf Quantität, nicht Qualität wie bei Menschen, dass die Eltern viel Arbeit in das Kind investieren. Amphibisch lebende Frösche, beziehungsweise auch terrestrisch lebende Frösche, das betrifft die alle, erzeugen relativ viele Nachkommen, auf die sie dann nur am Anfang ihrer Existenz Acht geben. Schildkröten tun das auch. Und aus den Eiern schlüpfen ein Haufen Schildkröten, die auf dem Weg zum Wasser von Möwen gefressen werden, von Touristen zertreten, Die beginnende Zahl an Schildkröten ist immer wesentlich größer als die Zahl an Schildkröten, die das geschlechtsfähige Alter erreichen. Wir machen das anders. Wir erzeugen nicht 100 Kinder. Okay, der eine oder andere tut es vielleicht trotzdem, aber das sind eher die Ausnahmen. Die allermeisten Menschen in Deutschland haben ja irgendwo zwischen 1 und 2 Kinder, aber investieren umso mehr in die Köpfe, in die wenigen Exemplare. Das ist die Liebe zwischen Mutter-Kind oder Vater-Kind. Es gibt aber noch die Partnerliebe, die existiert bei Schildkröten dann trotzdem. Denn wenn es keine Partnerliebe gäbe, wenn es keinen Anreiz gäbe, einen Partner zu finden, wozu sollte man Energie investieren? Woher will das Tier wissen, dass Fortpflanzung, dass einen Partner zu finden, etwas für seine eigene Spezies bedeutet? Ich meine, darüber denkt doch eine Schildkröte nicht nach. Darüber denkt noch nicht mal mein Nachbar nach. All diese Theorien oder all diese Erklärungen, das ist von Menschen für Menschen. Deswegen muss die Selektion das Empfinden erzeugt haben, dass ein Schildkrötenkerl gerne ein Schildkrötenweibchen bumst. Ne? Nur so erzeugen geschlechtlich fortpflanzende, also sexuell sich fortpflanzende Lebewesen neue Lebewesen. Das bedeutet, für die kurze oder auch lange Partnerbindung, auch ohne das gemeinsame Erziehen von Individuen, muss Liebe existieren, zumindest in der Partnerschaft. Für lang oder für kurz,
sei mal dahingestellt, je nach Spezies. Vögel beispielsweise erziehen auch sehr häufig gemeinsam ihre Kinder und bleiben in der Partnerschaft auch für immer zusammen, selbst nachdem die Kinder die Eltern verlassen haben und selber ihr eigenes Leben starten, ihre eigenen Kinder bekommen. Selbst dann bleiben Vögel immer noch zusammen. Jetzt ist die Frage, wozu ist Liebe nach Kindern überhaupt noch notwendig? Wir schränken nämlich die Ressourcen unseres Nachwuchses ein, indem wir immer weiterleben, selbst wenn sie uns nicht mehr bräuchten. Es muss also einen Grund geben, warum wir immer weiterleben. Aber darüber sprechen wir in einem anderen Video. Nachdem ich euch jetzt 1 Dutzend Minuten mit meinem Wissenschaftsgelaber schon wieder belästigt habe, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Mal gucken, ob wir in diesem Video ein paar mehr Views raushauen, indem ich jetzt mehr darauf achte, wie das Thumbnail und wie der Titel gewählt ist. Vielleicht wird dieser Kanal ja doch noch was. Meine lieben Freunde, ich wünsche euch einen schönen Tag und tschüss!